Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir sind hier mit unserem, mit dem M3. Ich liebe einfach das Auto. Sind wir hier in Palm City. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja Nitro geholt, aber wir haben es irgendwie nicht bekommen. Allerdings kann man ja, glaube ich, jetzt schon zu dem Tuning gehen oder zu der Tuning-Werkstatt gehen und wir können dann das Nitro kaufen. Wir haben ja, glaube ich, ein bisschen Kohle am Start sozusagen. Und da würde ich auch sagen, das macht da wahrscheinlich schon ein bisschen Sinn, dass wir jetzt ein Nitro holen, weil das kann uns, nehme ich mal an, hier und da in gewissen Situationen schon den Arsch ein bisschen retten. Holy shit, okay, der Stapler, einfach mal weg mit dem. Und jetzt, wie kann ich da? Ich muss die Karte öffnen. Muss ich jetzt zu ihr fahren? Zuerst kann ich gar nicht da Tuning Shop gehen. Muss ich zu ihr gehen? Okay, dann gehen wir in dem Fall zu ihr. Aber ich werde jetzt Nitro kaufen. Kann ich das nicht? In dem Fall echt nicht, hä? Oder ich check's einfach nicht. Okay, ja. Wir gehen jetzt mal zu der Frau. Ich weiß jetzt leider den Namen wieder nicht mehr von ihr. Aber das ist nicht so tragisch. Wir fahren jetzt mal zu ihr runter. Schauen wir mal, was wir dort für eine Mission haben. Oder Mission. Macht ihr einen Namen, heisst die Mission. Dann schauen wir mal, was dort dann kommt. Das Game habe ich eigentlich schon mal angefangen zu spielen. Aber nicht wahnsinnig weit. Oder da redet gerade jemand noch, sehe ich gerade. Aber jetzt rede ich halt einfach drüber. Das ist halt ein bisschen doof hier gemacht bei dem Game, dass halt immer so die Lautsprecher plötzlich aufploppen und er labert jemand. Und ich nehme halt eben nie mit Kopfhörer auf, weil wenn ich mit Kopfhörer aufnehme, habe ich nachher den Ton nicht mehr auf der Aufnahme drauf. Darum muss ich eigentlich über den Fernseher mit Musik laufen oder den Ton. Aber muss es wiederum so leislich einstellen, dass man es nicht in die Aufnahme kriegt oder über das Mikrofon, weil sonst gibt es ein Echo und das ist dann auch wieder scheiße. Ja, darum könnte es hier und da mal passieren, dass ich darüber einrede, aber ich versuche es eigentlich nicht zu machen und wenn ich es halt mache, dann tut es mir halt wirklich leid. Dann. Ui, die Bremse, Mann. Scheiße, ey. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Cool, dann mal los. Wo fahren wir hin? Bei der flambiert es auch nur hin aus dem Auspuff raus. Sturz hat sie auch auf den Rädern, wie weiss nicht was. Und jetzt müssen wir mit ihr irgendwo herfahren. He? Logisch fährt sie genau dann an von reden, wenn ich etwas sage. Aber sie sagt, glaube ich, nur links oder rechts abbiegen. Aber ich bleibe jetzt einfach hinter ihr, ich fahre jetzt nicht an ihr vorbei. Sie hat eigentlich noch ein geiles Auto, und das ist ein Nissan, jetzt weiß ich gar nicht, ist es ein 350 oder ein 370? Ich glaube es ist ein 370, ja. Aber ich bin wirklich nicht ganz sicher, ich muss schon kurz vorbeifahren. Aber mein Auto zieht nicht, ich will gar nicht aufholen. Ich gebe gerade Vollgas. Das ist ein 370. Wollen wir da durch, Kollege? Der Kenny ist da vorne. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn hier ein Rennen steigt? Ich hab's gehofft, Kenny. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du nicht, es nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Oh, ist doch ein 350er. Nein, ist ein 350er, hä? Sorry, dass ich vielleicht gesagt habe, das ist ein 370, aber jetzt gerade vorne, weil du kennst eigentlich gerade den Unterschied als Scheinwerfer vorne. Also fährt ein 350er. Ist einfach auch ein geiles Auto. Ich habe mal mega lange überlegt, wie wir einen 370er kaufen. Aber habe es dann doch nicht gemacht. Meine Liebe zu BMW war halt dann doch ein bisschen grösser gewesen. Die räumt hier gerade die Wand ab. Alles klar. So, und jetzt müssen wir unser erstes Rennen machen in der Nacht. Schieb ab, Kenny. Müssen wir da ein bisschen Feuer hinten rausballern. Starten wir da das Rennen, mal schauen, was wir da noch so im Feld drin haben. Schon, treten wir dem Kerl in den Arsch. Aus dem
Ja, nicht so wahnsinnig schnelle Autos. Ein alter Golf haben wir da noch. He? Das ist eine Amish-Warte wieder. Da vorne sieht das wie ein Honda Civic. Wow, wie wir da durch? Da durch, he? Ja, ich muss mich da jetzt wieder ein bisschen reinfinden ins Spiel, beziehungsweise an die Steuerung gönnen. Nächsten Kurven einfach voll aufs Gas zu gehen. Das ist halt alles ein bisschen ungewohnt, wenn man von GTA aufnehmen, gerade ist Need for Speed übergekumpelt, also vorhin noch GTA San Andreas aufgenommen. Jetzt wäre Nitro geil, aber ich hasse nicht. Der Kenny da vorne zieht uns noch davon. Ah, unser Auto ist ja nicht so Top Speed stark. Na gut, die 200 bekommen wir zwar schon über. Jetzt sind wir noch drauf vorbei. Ja, wie schmecken dir meine Abgase? Versuche ein bisschen Drift zu vermeiden, weil du verlierst halt schon recht viel Geschwindigkeit, wenn du driften. Oh, das Auto da vorne. Wow. 500 Meter. Ja, das Ziel kommt schon, es ist kurzes Rennen. Jawohl, dann haben wir hier auch gewonnen und haben hier Heatstufe 1, genau. Schmier haben wir jetzt aber noch keine. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine Zwischensequenz, ja, genau. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Yo, guck mal da. Gefallen dir welche? Jeder Einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Es heißt, Lucas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Wow. Alle Einheiten. Uns wurde ein Straßenrennen gemeldet. Zielfahrzeuge waren zuletzt nach West. Was macht sie? Scheiße. Wir müssen hier weg, bevor die Cops auftauchen. Ich schick dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Ich fahr zu einem mit... Ah, die Karte müssen wir öffnen. Ah, jetzt können wir da noch Rennen machen, weitermachen oder Nacht beenden. Ja, ich würde sagen, machen wir noch eins. Rennen, dass wir da ein bisschen da die, wie heissen die, Du kannst auch weiter RP gesammelt haben. Es gibt nur eine Regel. Oder einfach die Reputation-Punkte. Sonst machst du dir nie einen Namen. Darf einfach nicht von der Schmier entdeckt werden. Vorne ist zwar jetzt gerade einer, der fährt gerade in unsere Richtung. Wenn ich jetzt einfach nur so als, ich weiß es nicht, was passiert. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen, mach jetzt nichts. Irgendwie kann man doch das Auto noch abschalten. Wenn ich so stehen bleibe, passiert etwas. Jo, wahrscheinlich, genau. Verfolgungsjagd gestartet, nice. Ja gut, dann machen wir halt das. Jetzt haben wir 2 Cops am Arsch. Da gibt es uns auch ein bisschen Punkte, wenn wir Schmier haben und alles drum und dran. Dann können wir halt die Nacht dann so beenden. Weil eigentlich möchte ich gerne zuerst schon ein bisschen Geld verdienen, bevor dass ich da ein bisschen weiter upgraden kann. Oder beziehungsweise andere Autos kann freischalten, weil ich sehe es genau, wenn ich 2 Autos kann freischalten möchte ich die alle kaufen und dann nachher Das bist doch nicht. habe ich nie Kohle. Ich melde mich. Also jetzt muss ich es irgendwie loswerden. Die Frage ist halt nur wie. Jetzt irgendwie ein Trick, wo man die kann besser loswerden kann. Verdammte Drift-Zeiterei. Ich weiß nicht, ob man sie muss am besten kaputt fahren. Das Palm City mal abräumen da. Wow! Da war er gelunken. Scheiße! Ah, aber die Schmier ist auch reingefallen. Oh shit. Klemmt er uns noch rein. Erreichen, einfach echt ohne geschnappt zu werden. Bist du nicht Staatsfeind Nummer Ah, du entkommst. Ah, sehr gut. Da vorne ist gerade eine Hütte von uns. Oder irgendwie so ein Unterschlupf. Ah, jetzt sind wir gerade sogar entkommen. Ja, die Schmier ist schon relativ schnell los. Sehr gut. Da will ich aber sagen, du kannst ja auch, glaubst wenn ich jetzt da... Nein, wo ist es da?
Ich kann auch, glaube ich, zu der... Ist das unsere Nein, da ist die Hauptgarage. Ah, ich kann keine Schnellreise machen, okay. Aber die muss ich wahrscheinlich zuerst kaufen, da die Hütte, oder? Oder nicht? Garage aufsuchen. Ah nein, kann ich auch gerade so beenden. Okay, jetzt haben wir die Nacht beendet. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen etwas geholt an Erfahrungspunkten. Ja, ein bisschen. Nicht wahnsinnig viel. Mal 2. Sind wir schon auf der Stufe 2. Ja. Du, für einen Anfang lenkt es mal. Aber muss man jetzt mal wieder ein kleines, finde ich, das Game. Freigeschaltet haben wir jetzt noch nicht. Aber ich will es auch jetzt nicht gerade ein bisschen riskieren, weil das Auto auch nicht wahnsinnig schnell ist. Und ich muss ja zuerst ein bisschen daran gewöhnen, wie was funktioniert. Nächster Morgen. Gerade mal 5 Minuten online und wir haben schon hunderte Views. Wir? Guck, wen ich hier hab. Oh, hey. Meine Schwester zieht die große Tour mit dir durch, ha? Kann man so sagen. Ach, nur zur Info. Wenn Racing bedeutet, am Ende in einem Streifenwagen zu hocken, ist sie der perfekte Guide. Immerhin bin ich nicht derjenige, der schon mal gesessen hat. Hey, das hat mich echt verändert. Ja, ich weiß. Du bist langweilig geworden. Jeder andere, der seine Crew verliert, würde sicher aufgeben. Oder wieder aufs College gehen. Vergiss es, Mann. Und meine Crew waren alles Schlappschwänze. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ah ja, genau. Das glaubst nur du. Hör zu, ich habe so einiges gehört. Die Cops greifen jetzt hart durch. Mira, la calle está caliente. Ich weiß alles über die Cops. Papi hat denselben Vortrag gehalten. Dann halt dich auch dran, Mija. Was? So wie du? Calmate, calmate. Wo wohnst du? Das ist eine gute Frage. Wie wär's hier? Klar. Hier schläft immer irgendwer. Sicher? Pack dich auf eine Couch. Sei unser Gast. So, dann haben wir die Mission auch noch abgeschlossen, macht ja einen Namen. Und ich werde eigentlich immer noch Nitro. Kann ich da auch Nitro einbauen? Leistungstuning. Lass uns das Nitro einbauen. Ja, da zeigt es auch jetzt an. Nitro. Genau. Sehr gut, dann haben wir mal endlich Nitro auch noch eingebaut. Warum probierst du es nicht? Und dann können wir eigentlich dann gleich loslegen da. So, auf Informationen. Da könnte man auch noch Cobra-Welle und alles upgraden. Ich weiß eben halt nicht, ob ich soll schon das Auto wieder recht tunen oder nicht. Jetzt beim optischen Tunen, ich tue jetzt einfach hier noch schnell kurz. Das ist schon am tiefsten Punkt. Und da hörst du dort klatschen immer noch klein, so. Änderung speichern. Die Karosserie, da können wir wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel umstellen. DTM-Schnauze. Okay, ja, aber ich glaube, sie würde das Auto relativ so seriemäßig lassen. Ich stehe eben eigentlich noch gerne so auf Autos, die ja jetzt nicht so extrem tuned sind. Also mal ist da schon auf Tuning und so, aber halt einfach halt die Dezenz und auch die Farbe. Ich hätte nicht so extrem gerne, wenn die Autos so extrem verfoliert sind oder also mega viele komische Muster drauf haben. Also eigentlich eher so ein bisschen eintönig und so, finde ich so recht geil. Einfach so halt so mit Stil, sage ich einmal. Aber ja, das Auto können wir dann immer noch verändern von der Farbe her. Ich lasse jetzt sicher mal so, wie es ist. Und ja, ich würde auch sagen, das wäre es mit dieser Folge von Need for Speed Heat. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich immer eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!